Servus und Habidere beieinander zu einer weiteren Folge Viva la Movilusion Podcast, zu unserem allseits beliebten Format, den Warlegs, und zwar zu den letzten Warlegs des Jahres, und zwar vom Dezember. Und das mache ich nicht alleine, aber fast alleine, weil wir haben ja diesmal nicht zu dritt, aber zu zweit. Die drei lustigen zwei sind beieinander. Kani, Servus und Habidere. Ja, habe ich die Ehre. Schön, dass du ihnen noch gesagt hast, dass es die Warlegs aus dem Dezember sind. Ja. Wenn es die letzten des Jahres sind, weil ich bin nämlich auch der Meinung, dass unsere Hörer so doof sind, dass sie nicht wissen, dass Dezember der letzte Monat des Jahres ist. Ja, aber ich wollte es jetzt gerade einmal gesagt haben. Weil Ich kenne schon ein paar Kandidaten, die das sicher nicht wissen. Der Idiot, glaube ich, kapiert's nicht. Warum? Ja, schau nicht an, der ist 40 Jahre alt. Ach so, allgemein. Ich immer denkt, da ist was vorgefallen. Nein, aber ich glaube, der Christoph, glaube ich, kapiert's nicht. Dragon Cry, glaube ich, ist auch nicht, der ist nicht zusammengekriegt. Okay, du schießt dabei schon wieder ganz schön aus. Ja, weil der Dragon Cry heute nicht beim Kassettenschmerz dabei war und Christoph auch nicht, und da bin ich auf 180. Wallig. Geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Was ist los mit den Jungs? Weißt du, was los ist? Verrückt. Aber so geht's dir gut. Also bis zu diesem Moment, wo du gespannt hast, es ist keiner da, geht's dir gut. Oder ist dir gut gegangen? Da ist es ihm gut gegangen, ja, jetzt. Das ist eher ein Wunder, wenn mal die Warlegs zu zweit sind, dass nicht du und der Korbi seid, sondern dass wir zwei sind. Weil in der Regel, wenn dann ich da ausgefallen. Aber an dieser Stelle herzlichste Besserungswünsche an Korbi. Also, am Fight nichts, aber er soll sich einfach bessern, das darf ich mir wünschen. Von meiner Seite natürlich auch alles gute Besserung. Und ich glaube, das gehört ihm jetzt zum Verhängnis, dass er seine Mitarbeiter oder seine Untergebenen, denen es jetzt einmal keinen Weihnachtsurlaub nicht gegeben hat, oder? Da hat er auch letztes Mal noch gelacht und hat gesagt, haha, die meinen, sie kriegen Weihnachtsurlaub und so, oder? Stimmt, und dabei hat er einfach firmenübergreifend am Weihnachtsurlaub gestrichen und Gehälter gestrichen, und die Leute müssen jetzt einfach umsonst arbeiten. Er ist wie der Scrooge, oder? Wie der Scrooge in der Geschichte. Ja. Das stimmt. Corby ist ja, glaube ich, ein Anagramm für Scrooge. Kann unter Umständen sein. Ja, das sollte man mal nachforschen. Vielleicht können wir da noch hinter das Geheimnis, warum der Corby so ein Grinch ist. Das kann schon sein, auf jeden Fall. Aber ja, das war eigentlich schon mal gleich ein Warleg, was der Corby für ein Grinch ist, würde ich sagen. No. Ja, jetzt habe ich mich vordrängelt, aber du hast angefangen. Du musst eigentlich mal loslegen. Was ist denn der erste Warleg? Fang an, ich mag mich da jetzt nicht vorstellen. Mein erstes Warleg, ich fange einfach wieder mit dem Spiel an. Ja, ich habe Terminator 2D No Fate habe mir geleistet für die Switch. Weil es ist eine Special Edition. Also Special Edition, also nicht in der fetten, sondern diese Day One Edition quasi. Ich hab da gar nicht gewusst, dass da irgendwo noch irgendwas dabei ist. Und dann kriege ich diesen Karton und da waren dann die Münzen drin und ein Poster oder Flagge, meine ich sogar. Und die Spiel natürlich, ja, habe ich natürlich gleich probieren müssen. Die Kinder die Kisten aus der Hand gerissen und dann Arm und dann ab. Und ja, ich bin begeistert. Hat mir gefallen. Also ich bin jetzt nicht durch oder so, aber so wie das aufzieht, ist, also diese Art und Weise, dieses, weiß ich nicht, wie nennt man das, Sidescroller, weiß ich nicht, das läuft halt so 2D, wie es ja der Titel schon sagt, 2D, hat mir gefallen. Also dieser Anfang, sagt man schon mit das, was im Film nur erklärt wird, dass quasi die Sarah Connor festgenommen wird, weil sie Cyberdyne in die Luft jagen möchte und so. Das sehen wir mir, oder das spielen wir mir. Dann spielen wir auch, wie der Schwarzenegger als Terminator sein Gewand organisiert, und wir haben also eine Motorradjagd, wo man als John Connor fliehen muss vom dem LKW, den der T1000 fährt und so. Weiter bin ich noch nicht gekommen, aber ich finde es saugeil bis jetzt. Also diese Art von Spiele habe ich als Kind schon geliebt. Sprich, The Death and Return of Superman zum Beispiel, das ist auch so in die Richtung gegangen. Oder auch die Turtles-Spiele, die waren auch so, das gefällt mir, das ist geil. Auch der Soundtrack dazu natürlich auch mit den Originallieder aus dem Film. Ja, schön, gefällt mir. Turtles in Time braucht das war eine coole Wert. Ich hab das gehabt auf Gameboy, glaube ich. Oder, nein, Super Nintendo war das. Super Nintendo ist das. Super Nintendo habe ich es gehabt, das Ding, aber das ist schon Zeit. Das ist, glaube ich, sogar das teinigste Turtles-Spiel, was es noch gibt. Was zählt man da? Ich habe schon lange noch mal geschaut. Ich glaube, ich mag es auch gar nicht wissen, weil sonst ärgert ich mich gerade. Ich hab's auch noch daheim, aber leider nicht mit der Originalverpackung, das ist nicht so viel wert. Ah, scheiße. Das ist schade. Aber ist es dann spielerisch, ist schöner zum Spielen als zum Beispiel das Ash vs. Evil Dead und Halloween, von der Steuerung her und alles, oder ja, sagst du eigentlich ziemlich ähnlich?
das nimmt sie nicht fein, sage ich jetzt einmal. Also das ist halt auch gerade, die Steuerung oder das, was du im Spiel da musst, ist ja rudimentär. Das ist ja eigentlich nur durchlaufen und ballern. Oder halt dann bei der Verfolgungsjagd mit dem Motorrad, mit dem Ausweicher und so. Aber das läuft vor der Hand. Also ich habe jetzt auch mal, muss ich ganz ehrlich sagen, auf der leichten Stufe mal probiert, weil sonst muss ich mich gerade sauber ärgern. Und klassischer Korbi. Ja, so gut bin ich nicht. Klassischer Korbi kann ich da nicht sagen, aber ich habe halt schon so lange auch nichts mehr gespielt, dass ich sage, okay, das probiere ich jetzt so. Und Ash vs. Evil Dead war halt schon schwer. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf was ich, oder ob ich da was... Was? Was nicht, ne? Was nicht? Nein, ich habe schon ein paar Schwierigkeiten gehabt an ein paar Stellen, muss ich schon sagen. Wie viel von 10 Freunde brauchst du, dass du es durchspielst? Weil scheinbar hörst du unseren Talkthrough nicht, sonst wisst ihr eben, dass der Corby unser Noob ist und dann heißt aber, das Spiel wird dann anhand von 10, wie viel von 10 Freunden brauchst du, um das zum Durchschaffen? Ich wüsste Weil der Corby kann nichts allein, da kommt immer ein Spätzle, dass der Corby seine Spiele durchspielt. Ach, geh jetzt nicht. Doch, wirklich. Ah, Mann, scheiße. Nein, das habe ich nicht gewusst, das ist mir jetzt neu schon, ja. Also wie viel von Freunde von 10 brauchst du? Ja, nein, ich bring das schon hin, aber ich spanne halt dann schon, oh scheiße, jetzt muss ich mich dann ein wenig anstrengen. Nicht bloß, weißt du, das Problem ist halt dann, ich lieg dann im Bett, also ich spiele es im Bett in der Hand, also mit der Konsole, also als Handheld, oder, sagt man da. Dann liege ich da. Und wenn es so dahin geht, wenn es mir so vor der Hand geht, dann läuft es so. Aber wenn es dann schwieriger wird, dann muss ich mich dann hinsitzen. Weil sonst fällt mir die Kisten irgendwann ins Gesicht. Deswegen muss ich mich dann... Der wird schwer mit der Zeit. Ja, der wird schwer. Und deswegen muss ich mich dann hinsitzen, aber bei mir im Schlafzimmer ist eiskalt und dann schalte ich irgendwann aus. Aber dann, wie gesagt, ich muss mich dann wieder mal sauber konzentrieren. Vielleicht auch mal unterm Tag die Kinder vom Fernseher hier sitzen, dass ich mal in Ruhe hab. Und dann... wie man so tut, Erziehung... Du, Netflix übernimmt die Erziehung, das haut hin. Das ist das A und O, ja. Genau, also ich glaube 0 von 10 Freunden. Ich glaube, dass ich es selber hinbringe. Das ist gut, das ist gut. Dann leistest du noch einen Korbi aus und schauen wir mal, wie viele Freunde das Und dann vergleicht man. Ja, genau. So macht man das. Dann mach ich jetzt einfach auch mit dem Spiel weiter. Ich habe ausnahmsweise auch wieder mal ein Spiel dabei. Okay. Gar nicht groß zum Besprechen, aber ich habe das Ghost of Yotei jetzt durchgespielt. Und da wollte ich gerade mein absolutes Walleck, bei dem war jetzt das Finale, weil es wirklich so ein krass gutes Finale war, dass du sie sagst. Vor allem auch, wenn du die Figur spielst, da muss man kurz ein wenig aussehen, die Figur ist jetzt auf Rache getrieben und von Wut und ist da total zu fressen und blind davon. Und man sagt ja also, wenn du, es gibt ja in dir auch so dein kindliches Ich noch, dein erwachsenes Ich und so weiter. Und die haben das im Finale so krass gut dargestellt, wie sie dann auf ihr kindliches Ich, das eigentlich nur Angst hat und sie fürchtet, dass sie durch die Wut und den Hass eigentlich versteckt hat und geschützt hat, wie sie sich damit dann vereint wieder. Das war, also wer das Spiel durchgespielt hat und die Szene im Kopf hat, der weiß, was ich meine. Und das war so unglaublich hervorragend gut dargestellt und erzählt und geschrieben, dass ich echt da gesessen bin und mir gedacht, jetzt kriege ich gleich ein bisschen Pipi in die Augen, weil das so schön gemacht ist. Also an sich super geil Spiel, aber da verzeih ich dann im Talkthrough noch drüber mit dem Seppi. Aber dieses Finale haben wir gedacht, das ist sogar ein Walleck wert und muss dann zweimal einem Talkthrough noch mal erzählt werden, weil es so unglaublich gut geschrieben war. Sehr schönes Ding und auch ein hervorragendes Spiel, genauso wie Ghost of Tsushima davor. Auch wenn man eine Frau spielt, was natürlich unglaublich schlimm war. Das war natürlich, also, dass überhaupt noch was weiß von dem, ja, total, dass überhaupt noch was weiß von dem Spiel, ist eher ein Wunder, weil ich vor lauter Wut eigentlich total blind war, aber irgendwie habe ich es doch durchgespielt. Verdammt. Aber ja, mein erstes Walleck-Finale von Ghost of Yotei, herzzerreißend schön. Auf was spielt man das? Auf der PlayStation 5. Ah, okay. Ja, schön. Freut mich, wenn du Spaß hast. Du kannst gut schnetzeln. Ist ja geil, du kannst da ist für die geil, weil du kannst bei dem verschiedene Modi einstellen. Ja. Du kannst aus dem Kurosawa-Modus, glaube ich, heißt das. Das ist ja so der bekannte japanische Regisseur. Dann ist das alles in schwarz-weiß. Mit so einem Filter überlegt. Aber was für die geil war, du hast einen Takashi Miike-Modus. Oh Gott, da wird's blutig, dann, oder? Ja, genau, dann spritzt viel mehr der Blut und so. Das ist dann wirst du wirklich, weil sonst bist du so mit Blut bespritzt und so und da bist du dann einfach rot von oben bis unten. Wow. Wenn du dann irgendwie Gegner zerhackstückelt hast, weil die haust dann schon Gliedmaßen ab und dann links oder am Boden und dann hörst du immer nur so richtig und dann spritzt Blut raus. Also, ich habe den leider erst ungefähr nach 3/4 vom Spiel habe ich das jetzt gesehen, dass es diesen Modus gibt. Ja. Dann eingeschaltet und gedacht, geil, möchte ich eigentlich nur mehr auf den Modus durchspielen, weil es so richtig geil übertrieben ist. Ja, das hört sich ja geil an. Vor allem, dass halt sowas,
in so ein Spiel einfließt. So. Ich weiß nicht, ob Takashi Miike Popkultur ist, aber dass die das da mit aufnehmen, finde ich cool, dass das im Spiel verarbeitet wird. Also scheinbar, vor allem werden halt auch in Japan den entsprechenden Status haben, dass es erwähnenswert finden, dass es in so einem, weil das Ghost of Yota ist ja eine Riesenproduktion. Und wenn der da eingebaut wird, dann gehe ich schon davon aus, dass der zumindest in Japan die entsprechende Stellung hat. Cool. Bei uns hat er es natürlich, ja. Natürlich. Bei uns, ja. Big Love. Wir sind ja gebildet. Big Love. Sie. So schaut's aus. Sie. Ich hab's wirklich das Jahr nochmal ins Kino geschafft. Ich habe eigentlich gemeint, ich schaff's nimmer und es war nichts mehr gelaufen, was mich jetzt stark interessiert hätte. Aber. Anaconda kommt noch. Hä? Anaconda kommt noch. Ja, nein. Wenn jetzt noch einer sagt, schau dir den Avatar, warum Avatar, dann sage ich, nein. Ich schau mal nicht 3 Mal in Folge denselben Müll an. Da schaust du die Story, die ich vorher gepostet habe, die spricht genau das aus, was du gerade gesagt hast. Ja, einfach denselben Bums das 3. Mal. Naja. Ganz genau. Sagst du, ein Kino, das voll jubelt und alle eskalieren es voll, als war das Endgame, wo dann die Leute aus die Ringe rauskommen, so ungefähr eskaliertes Publikum und drüber steht Avatar-Fans, die zum 3. Mal die gleiche Story sehen. Und wenn du was weiterhin sehen wollt, oder wenn du wissen wollt, was der Kani da verzeiht, dann schaut auf Instagram vorbei, der macht da schöne Stories. Ja, von der toten Sau meistens. Auf jeden Fall. Und, aber ich habe meine Kinder mir geschnappt und wir haben uns Zoomania Teil 2 angeschaut. Yep. Und ich möchte fast behaupten, ich habe jetzt den einen nicht mehr so 100%ig am Schirm. Ich habe ihn jetzt 2-mal gesehen und ich möchte fast behaupten, dass der 2er besser ist wie der erste. So gut? Ja, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Allein ist wieder der Wahnsinn, was alles im Hintergrund passiert. Wo es halt alles wieder mit dieser Tierwelt, was da wieder alles auf unserer Welt übertragen wird. Sprich dann, einmal sitzt der Fuchs am Nick, glaube ich, heißt, der sitzt dann auf der Couch und seppt bei Disney Plus rum. Und dann seppt da ein Alien vorbei und so, weißt du, so. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie das kostet. Das geht ja oftmals so schnell. Das ist einer von denen Filmen, wo du sagst, hey, muss ich daheim noch mal sehen mit dem Daumen auf der Pause-Tasten und dann rendiert es sich wirklich, dass du auf Pause tust, scannst du mal das ganze Battle ein wenig ab, wo es da alles an Easter Eggs oder an Anspielungen drin ist. Und das ist wirklich extrem viel. Aber ich habe dieses Alien-Logo gesehen und habe mir gedacht, wie heißt das da in der Welt? Aber dann war es schon wieder vorbei. Also es ist wirklich so, dass du brutal aufpassen musst. Und ein paar Sachen halt richtig offensichtlich, wie der Coca-Cola-Bär, der noch mal vorkommt und so. Wir haben eine mega geile Shining-Referenz drin. Also wirklich 1:1 mit Eislabyrinth und Musikeinsatz und die Person, die da in diesem Labyrinth rumirrt, also einen Gesichtsausdruck wie der Jack Nicholson als Jack Torrance, also wirklich voll geil. Meine Frau und die haben uns im Kino angeschaut und sie hat dann so, ist das der Shining? Sag ich, ja, voll krass, oder? Da sitzt du in einem Kinderfilm drin und hast wirklich eine Referenz drin, die wo Minuten dauert. Also das ist richtig lang. Also wirklich gezielt für ein erwachsenes Publikum zum Schmunzeln da. Und ja, da haben wir halt viele solche Sachen. Wir haben vom Paten Anspielungen und ja, irre viel. Und die Geschichte ist auch wieder schön. Es gibt wieder einiges zum Lernen für die Kids. Es wird viel über Akzeptanz gibt's natürlich wieder zum Verzeihen oder dass alle Leute gleich sind oder jeder, egal wie klar oder unbedeutend das erscheint, dass er Berechtigung hat oder Fähigkeiten hat oder es gibt wieder wirklich so wie andere Podcasts neben uns, die auch Berechtigung haben, obwohl es total unbedeutend ist. Ich wüsste halt keinen, der wo Berechtigung hat. Es gibt da ja, habe ich gehört, aber ich wüsste keinen, der Berechtigung hat. Ja, okay. Dann sind wir auf einer Ebene. Geschichtstechnisch schauen wir so weit, dass dieses ungleiche Polizistenpaar Hase und Fuchs, also der Fuchs ist jetzt auch nicht mehr straffällig, der ist jetzt kein Straftäter mehr oder ein Bandit, sondern er ist jetzt auch Polizist. Und dann haben sie einen Fall, und zwar, wie sage ich jetzt das? Sie kommen einer Verschwörung auf die Spur, dass wir jetzt da nicht spoilern, weil am Schluss, also es ist nämlich voll krass, wie twisty, dass der am Schluss wird. Und ich bin nicht draufgekommen. Ich bin dann wirklich da gesessen und mir gedacht, boah, scheiße, der Film hat mir jetzt wirklich bei die Eier gehauen. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Die zwei kommen einem Komplott auf die Spur und geraten dann selber ins Visier der Polizei, weil es so ausschaut, wie wenn sie ein Attentat auf eine ganz wichtige Person innerhalb von Zoomania oder Zootopia, meine ich, heißt es im Film, ich glaube schon, ja. verüben. Und dann sind die quasi auf der Flucht und kriegen dann unerwartete Hilfe. Und ja, diese Welt wird halt krass erweitert. Wir haben jetzt quasi im ersten Teil haben wir ja nur Säugetiere gehabt und da gehen wir jetzt halt ein paar Ebenen weiter
Und haben wir da jetzt eine Unterwasserwelt und Eis und Dschungel und alles Mögliche haben wir jetzt da. Also die Welt wird brutal erweitert und es gibt natürlich wieder en masse Gags oder potenziell noch mehr Gags auf die sich, dass man halt die ganzen Welten halt auch noch sich vornimmt und auch ganz viele skurrile Figuren mit einbaut und es gibt brutal viel zum Lachen, es gibt brutal viel Action. Ich habe schon vor andere Leute gehört, die gesagt haben, du gehst denn mit deinem Kleinen, der ist jetzt 4 und der Film ist ab 6. Okay, gib ich ihm, aber er war jetzt halt nicht so gar wie erwartet. Also es gibt schon ein paar so Verfolgungsjagden und Action, aber das hält sich auch wieder in Grenzen und der Film fährt wieder runter, dann gibt es ein wenig Geschichte zum Verzeihen. Gegen Ende wird er dann schon dramatisch. Und das kann ganz für Kinder, die jetzt halt nicht so gefestigt sind wie meine, kann es dann schon einmal zum dass sie sich vielleicht einmal an die Eltern wegen anlernen oder so, weil das wirklich schon spannend ist. Aber am Schluss... Ich möchte im Film sehen. Ja, jetzt hört's halt auf. Aber es ist wirklich dann, wird schön aufgelöst und ein potenzieller 3. Teil wird angeteased und mit einer ganz schönen Anspielung an das Schweigen der Lämmer. Und ich kann den absolut nur empfehlen. Ich glaube, der hat jetzt auch schon über 1 Milliarde eingespielt. Ja, das ist ziemlich schnell gegangen. Sehr geil. Ich glaube, dass jetzt, 3 Wochen läuft oder 4 Wochen läuft. Respekt. Und ich kann es nachvollziehen, dass da jeder reinrumpelt. War wirklich ein Spaß für Jung und Alt. Und ich freue mich auf Teil 3. Ja, der 9. Den müssen wir ja wieder mal anschauen. Der ist nämlich, glaube ich, damals bei Release habe ich ihn gesehen, seitdem Nummer, aber ich weiß, dass er noch sehr gut war und der 2. Teil, da bin ich schon ein Sticker, aber dann hocke ich wieder wie so ein kleiner Pädobär allein im Kino drin bei den ganzen Kindern, weil ich gar nicht zum Mitnehmen hab. Das ist immer ein wenig, das war damals beim Super Mario Brothers Film schon grenzwertig. Aber da haben wir gedacht, fickt's euch, das lassen wir nicht nehmen. Ich habe so gehofft, dass ich vielleicht einen Trailer sehe vom Super Mario und dann warten meine Buben ausgeflippt im Kino. Aber... Jetzt sag ich halt einfach einen Trailer. Ja, das musst du im Kino sehen, das ist da alles noch mal ganz was anderes. Aber auf den freue ich mich schon. Aber ich habe wieder Alibi-Kinder, also was heißt Alibi-Kinder, aber ich kann halt einfach mit Kindern dann in... Nur deswegen Kinder kriegt, nur deswegen, dass ich mich nicht schauen muss. Verurteilt zu werden, genau, kannst ins Kino gehen. Und die anderen Kinder auch geiern, du Ekelhafter. Und ich muss sagen, Respekt für alle Leute, die da mit uns in dieser Vorstellung gesessen sind, auch die Kinder, da hat wirklich jeder die Pappen gehalten. Also es war nicht, wir haben einmal, waren wir in einem Film gesessen, das waren wir, glaube ich, nur meine Frau und die haben noch keine Kinder gehabt. Es war wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen und da war wirklich Kasala im Kino. Da hast du gemeint, jetzt reißen sie es ab. Aber da jetzt in dieser Vorstellung, obwohl da wirklich viele ganz kleine Kinder drin waren, da war wirklich Schnauze angesagt. Du, und wenn einmal Kinder irgendwas fragen, ist ja kein Problem. Aber da war wirklich keine Geratsche, kein Geschmatze, kein gar nichts. Respekt. Brav? Ja. Das sind brave Kinder. Kann man nichts sagen. Ich war auch im Kino, ich habe auch also wir können uns nicht immer gleich Tent geben bei die Thematiken beim Obergriff. Ich war auch im Kino und habe das als Leck mitgenommen, nämlich habe ich Silent Night, Deadly Night Remake angeschaut. Ah, okay, da habe ich auch schon solches und solches gehört. Okay, ja, ich muss sagen, also an sich, den ganzen Film darf ich jetzt nicht mehr als Warleck mitnehmen, aber eine gewisse Szene möchte ich als Warleck ausnehmen. Also ich fand ihn ziemlich cool. Hat ein paar nette Twists, die er jetzt halt eben anders macht als das Original, durch das er einfach auch ein wenig zügiger ist oder ein wenig actionreicher ist. Also es rührt sich halt auch mehr. Gewalt ist geil, gute Effekte überwiegend. Ich glaube, ab und zu ist ein bisschen CGI gespielt gewesen. Und auch potenzielle Fortsetzung möglich jetzt mit dem. Ich fand also im Großen und Ganzen sehr cool. Aber was mein Warleck ist eine gewisse Killszene, in der mehrere abgeschlachtet werden, weil er sucht immer Leute, die er umbringt. Ja. Und dann findet er die eine Person auf einer Party und dann steht er so drin, okay, ja, wie mache ich das jetzt, dass ich die da erledigen kann? Und dann schaut er so und dann sieht er an der Wand Hakenkreuzflaggen und am Tisch sieht er Hakenkreuz Kerzenständer und so weiter. Und dann das Herz ist der Mike gelacht, weil er war bei Mike daheim, hat sich dann ausgestellt. Nein! Ah, Schmarrn. Nein, er ist dann auf einer Nazi-Party eben angekommen und schaut dann nochmal rum und er merkt halt, okay, die haben teilweise Nazi-Zeug an und sie halt dann eine Rede wie so eine SS-Führerin und dann geht er wieder aus und hast so, ja, dann fragt ihn halt Eppa, ich sage jetzt einfach mal Eppa, wie machen wir es jetzt, wie bringen wir sie jetzt um? Dann sagt er so, nicht sie, sondern alle. Ja, wie alle? Und dann sagt er, ja, die erledigt er jetzt halt alle, weil das einfach nur ein Haufen Scheiß, das ungefähr da drin ist und dann geht er so, was weiß ich, mindestens 5 bis 10 Minuten langes Gemetzel los, wo er mit seiner Hacke, weil Knarren sind für Pussys, sagt er dann, wo der andere sagt, er nimmt mir wenigstens eine Knarre mit rein.
Und er nimmt dann die Hacke und sagt, naja, Knarren sind für Pussys, und dann rumpelt er eine und hackelt da einfach mal so 5 bis 10 Minuten lang Nazis über die über. Und das ist so geil, weil es halt völlig unnötig eigentlich ist, die Szene, dass die da drinnen vorkommt. Das tut nichts der Story, sondern es ist einfach ein geiler Mittelfinger in Richtung von dem ganzen braunen asozialen Scheißgesocks. Und das fand ich richtig stark, dass das einfach nur mit eingebaut haben. Und er hackelt's wirklich schön zusammen. Also da werden Gliedmaßen oberkackelt und dann werden noch alle über die Über geschossen, aber nicht von ihm, sondern das ist dann eine andere Gegebenheit, warum das passiert. Aber es ist schön zum Anschauen und man hat ein Grinsen im Gesicht und denkt sich, wenn man sich dann vorstellt, dass da vielleicht ein paar blaue Fahnen hängen oder selbst, dann ist es gleich noch befriedigender. Ja, stark. Oder nicht, das ist Satire, das ist nicht ernst gemeint, gell? Haben wir mir eine Frau vom aufgespießten Hirschgeweih. Ja, die brauchst du natürlich. Okay, war jetzt mir ein riesiger Kritikpunkt gewesen. Ja, da bin ich gespannt. Also, wie gesagt, die guten Leute haben bis jetzt gesagt, dass er gut ist, und bei denen, da wo du sagst, ja, okay, hat jetzt nicht so die Horror-Freaks, die hat jetzt nicht so gefallen, aber dann glaube ich eher auch, dass das so der Film ist, der mir taugen kann. Ja, ich denke schon, dass er dir taugt, weil er ist an sich ein cooler Slasher, und wie gesagt, er nimmt die Grundprämisse von dem Originalfilm. Wann ist der? 84 oder so, kann es sein? 84, also der ist an meinem Geburtstag, glaube ich, damals 84er ins Kino gekommen. Der Film ist genauso alt wie ich. Ja, das ist schon her. Das war der zweite große Aufschrei praktisch an dem Tag. Aber hallo. Weil da waren sie nicht so begeistert von dem Original damals, als das gekommen ist, weil man ja dieses heilige Weihnachten benutzt hat für so einen Stundenfilm. Das war ein Mordsgeschiss, ja. Ja, und dann bei dir war eben so das Wunder der Geburt für so einen Schund da nebenher genommen. Das haben leider geschimpft. Der Messias. Ja. Er nimmt diese Grundidee vom 84er Film und erweitert es eben um ein bisschen was Übernatürliches, so viel soll ich verraten. Und setzt es dann aber eigentlich ganz cool um. Und macht Spaß, die Figuren sind cool, die Kills sind super, der Schädelspalterei ist immer dabei. Das mögen wir. Und ein paar Arschlochkinder kriegen ordentlich aufs Maul, Nazis kriegen aufs Maul. Also ja, eigentlich hat alles, was du brauchst. Okay, ist es wieder so ein Film, wo die Kinder so richtig hergemetzelt werden? Nein, das nicht. Okay. Also die Kinder kriegen nur mal aufs Maul, aber sie werden nicht gemetzelt. Okay. Weil ich habe jetzt nämlich schon wieder was von einem anderen Film gehört, der heißt Marco. Okay, sagt mir gar nichts. Jetzt schießt mir da, ich glaube, das ist ein thailändischer Film oder so. Gefährliches Halbwissen, weiß ich nicht. Der kommt jetzt dann von Bush Media, und da hat schon geheißen, einer von den brutalsten Filmen, die je gemacht worden sind, mit extremster Gewalt zum Selbstzweck, wo es halt auch brutalst an Schwangere und Kinder rangehen soll. Stichwort auch mit Kettensäge. Also ich sag nur das, was ich bis jetzt gehört habe. Und wir werden wahrscheinlich auch über den Film dann nochmal berichten, weil ich also einen Screener werden wir wahrscheinlich kriegen von dem Teil. Und da bin ich schon gespannt. Ich habe nur Wildes gehört bis jetzt. Ja, dann her mit dem Screener, den mag ich dann auch sehen. Ja, muss von der Bush Media Group kommen, was ich so gelesen habe. Und also in die her nur immer in dem Zusammenhang selbstzweckhafteste Gewaltdarstellung. Und zauberhaft. Nein, der hast bei Silent Night gar nicht. Also keine schwere, blutige Gewalt gegen Kinder. Okay. Und am Ende ist sogar die Gewalt immer gerechtfertigt. Also in Anführungszeichen gerechtfertigt, aber es ist nicht so, wie man denkt bei dem Film. Okay, bin ich gespannt. Ich habe auch noch einen Film gesehen, und zwar heißt der Stream. Der ist von der Terrifier Crew, nenne ich es jetzt einfach einmal. Produziert hat das Ganze eben der Damien Leone und Stephen Della Sala. Und Regie hat geführt der Michael Levy. Und wir haben da versammelt in dem Film eine brutale Ansammlung an Genre-Ikonen wie Jeffrey Combs, Danielle Harris haben wir dabei, Dee Wallace haben wir dabei, Tony Todd haben wir dabei, David Howard Thornton, unser Art der Clown, spielt, die Figur heißt Player 2 und ist einer von die Killer im Film. Also ein Haufen altbekannte. Tim Curry haben wir noch in einer ganz kleinen Rolle dabei. Auch ziemlich cool, unseren Ur-Pennywise. Zur Geschichte so viel, um sich mit seiner Familie wieder besser zu bonden, tut ein Mann einen Urlaub buchen mit einer. Und dann haben sie in einem Hotel. Und dieses Hotel wird bei Nachtens abgeriegelt. Und dann stürmen eine Handvoll Player, in Anführungszeichen, das Hotel. Also das sind halt quasi Killer, also Killer-Trupp mit so ganz wilden Masken und versuchen, die Insassen von diesem Hotel umzubringen. Das Ganze wird gefilmt
von einem bis dahin noch Unbekannten und die Überlebenden oder beziehungsweise auch die Familie versucht quasi, den Killer auszukommen, die Killer zu überrumpeln und aus dem Haus zu entkommen und die Nacht quasi zum Überstehen. Das einzige Manko, was ich jetzt bei dem Film habe, dass er zu lang ist. Der dauert 120 Minuten und der ist wirklich zu lang. Das ist wirklich so ein Teil, 20 Minuten weniger ist cool. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich sage, kann der Schere gern zum Opfer fallen und Daten nicht auffallen. Aber der hat gore-technisch dafür wieder einiges zu bieten. Ich weiß nicht, warum der Film nicht in aller Munde ist oder mehr besprochen wird, weil er eigentlich das schon so abliefert, was man sich von so einem Action-Slasher so erwartet. Es werden Leute mit dem Hammer krass ins Gesicht eingeschlagen, bis nur ein Bart da ist, da werden Nosen abzwickt mit so Gartenscheren. Ja, also wirklich, es ist gore-technisch. Ich glaube, dass die Splatter-Szenen wieder vom Damien Leone selber gemacht worden sind. Und das war halt schon krass. Also da waren wirklich harte Sachen dabei. Und jeder von diesen Killer, von den maskierten Killer, hat irgendwie so seine Special Signature Moves und so. Der eine ist voll das Bracke, der eine ist eher so der Hampelmann, wo ich eben glaube, dass das dieser Player 2 ist, der vom David Howard Thornton gespielt wird. Und da geht's halt rund. In dem Moment, wo dann diese Killer dieses Hotel stürmen, geht's Schlag auf Schlag. Also da ist wirklich Casala auch gesagt, wirkt vielleicht manchmal ein bisschen so Purge-mäßig durch diese Masken mit dem krassen Grinsen und so. Also Slasher-Freunde kämen bei dem Film auf alle Fälle für eine Kosten. Ich hab den leihen müssen bei Amazon Prime. Den gibt's, glaube ich, so irgendwie überhaupt nicht. Ich war jetzt ein wenig enttäuscht, weil er mit englischem Ton nur ist. Den gibt's quasi, also ja, es ist ja nicht irgendwie, wenn ich den geliehen hab bei Amazon, ist nicht da gestanden mit Originalton. Aber wie ich ihn dann schauen wollte, habe ich gespannt, scheiße, da ist ja nichts da, außer deutsche Untertitel. Aber ich glaube, ich bin ja so angekommen, das hat schon hingehauen. Sind die Witze ja besser umgekommen. Dann viel besser, viel besser. Das ist aber ganz anders. Wie gesagt, warum redet über dieses Ding kein Mensch? Hast du von dem Film schon mal was gehört? Stream. Das Einzige, was ich von dem mitgekriegt habe, war eine Ankündigung von Fright Rex, weil die nämlich schon Merchandise dazu rausballert haben. Ja, habe ich auch gesehen. Ansonsten ist der Film auch komplett unterm Radar bei mir gefahren, aber jetzt, wo ich weiß, dass ich ihn auf Prime leihen kann, werde ich da wahrscheinlich einmal zuschlagen. Ja, mach das. Also das war nicht verkehrt. Aber wie gesagt, du kannst den Film so geil vermarkten. Wie gesagt, mit diesem Terrifier-Aspekt, dass dort von der Crew so viele Leute dabei sind. Auch produziert von Fuss on the Lens, meine ich, heißt die Firma, die Terrifier, ich glaube 2 und 3 produziert haben und so. Ich kann mir das jetzt nicht erklären, warum das Ding nicht irgendwie kommt. Ich habe gesehen, dass dieser Creepy Uncle Frank oder so, der diese Mediabook Artworks momentan macht, dass der schon so ein Artwork parat hat, aber Mediabook ist keins angekündigt. Ich weiß nicht, was da los ist. Na, so habe ich auch überhaupt nichts mitgekriegt, dass da in Deutschland sich irgendjemand drum ranken hat. Gar nicht. Müssen wir mir eine Veröffentlichung machen. Ja, bitte gern. Aber da müssen wir zwei synchronisieren, da sind so viele Leute dabei in dem Film, die dann aufs Gröbste ableben. Das schafft bei mir nicht. Das haut nicht hin. Fix. Aber wie gesagt, wo man sich ein wenig stören kann, ist vielleicht auch die Optik, weil die ja recht digital wirkt. Da hätte ich jetzt ein bisschen ein Filterchen, dass man den vielleicht ein wenig grintiger macht, hätte da nicht geschaut. Und die Laufzeit höchstens. Aber sonst ist das ein richtig grober Slasher, der keine Gefangenen macht. Also kann man von meiner Seite her gerne mal sich neu bauen. Vielleicht liegt die Optik aber an dem Fernseher, vielleicht ist der so scheiße, weil da fällt mir gerade ein, ich hab mir jetzt den Frankenstein angeschaut. Boah, ja. Und da hast ja du die Beschwerde über die Optik am Anfang Greislich. mit dem Greenscreen beim Schiff. Da kann ich bei ja. meinem Fernseher schaut das, ja, dann haben's beide scheiß Fernseher, bei meinem Fernseher schaut das einwandfrei aus. Ach, so ein Krampf. Wie aus einem Guss. Halt dein Maul. Das ist ein richtig Nein, ist kreisliger wirklich so. Film. Ein richtig kreisliger Du bist Film. kreislig. Es Du geht bist jetzt kreislig, um einen hau ab jetzt. Film und nicht um persönlichen Gusto, wie du mich findest. Junge. Nein, das ist ja, es geht ja hier nicht um persönlichen Gusto, sondern um hervorragende Fernsehqualität, die bei mir im Wohnzimmer steht. Und wenn du auf dem Röhrenfernseher schaust, brauchst du nicht wundern. Ich glaube, dass du eine gute Bildqualität nicht kennen darfst, wenn es da auf den Bauch kackt. Ich sag das gleich. Boah, da darf ich gar nicht aufsingen, so wie der Ranzen ist mittlerweile. Geil Plätzerle fressen allerweil, oder was? Nein, nix, ich hab keine Plätze da. Da haben wir ein Backel Spekulatius gekauft, da frissen wir. Oh, der feine Herr. Ja, und ein Kilo Tüten Haribo Tropical Fruit habe ich geschenkt gekriegt Oh, schön. von einem Kumpel, der war im Haribo-Shop und da habe ich gesagt, ja, rausrücken. Bist du auch einer, der Picoballa mag zum Beispiel? Das sind die komischen Runden mit Ja. zwei Gackel drin, oder? Ja, genau. Die sind schon geil. Ja, die Die mag ich auch mag gern. ich schon. Die gibt's ja in vegan mittlerweile, da bin ich dann eh immer dabei und die schmecken, da schmeckt's auch keinen Unterschied. Also vegetarisch schon weiß ich, aber vegan gibt es jetzt auch.
Ich hätte eigentlich nur vegan im Kopf gehabt. Aber kann sein, dass vielleicht der vegetarisch waren, keine Ich glaube, dass Lilith bin eben geschaut habe, weil ich eben auch bloß noch Gummibälle gekauft, die vegetarisch, also mindestens vegetarisch sind. Und da haben wir gedacht, Gott sei Dank, dass die Picoballa vegetarisch sind, aber ich habe mir zertäuschen. Ja, die Tropical Fruits sind leider nichts davon, aber das sind so welche, die sind meine All-Time-Favorite Haribo-Gummibärli, die Tropical Fruit, da muss ich mal eine Lanze brechen für die. Ja. Da muss man dann mal ein wenig ein Rinderknochen einhexen. Da ist dann das Tierwohl wieder scheißegal, wenn du die geilen Gummibärle einfressen legst quasi, oder? Wenn ich es kaufe, dann ist er schon hin. Da kann ich ja nichts mehr machen. Ja, stimmt. Das ist, was das ist. Das ist wie beim Leberkäse. Wenn du rein Leberkäse kaufst, dann haben sie das Fackel schon durch den Häcksler lassen. Ja, dann brauchst du da nicht wegschmeißen, das stimmt. Ja, eben. Das rein Leberkäse, das Fackel wird nicht lebendiger davon, wenn ich es nicht kaufe. Das stimmt. Eben. Und wegen Essen wegschmeißen geht sowieso überhaupt nicht. Ja, eben. Das geht immer weiter auseinander. Weil meine Kinder, dann hast du wieder, jetzt mag ich aber nimmer. Dann ist aber die Schüssel noch, da ist aber halt noch was drin. Und zum Essen zwingen kann ich es dann auch nicht, oder mag ich es nicht. Ja, und ich kann aber auch nichts wegschmeißen. Dann wieder Sau, wie im Saudruck, dann tue ich mir die Schüssel, mache mir meine Schüssel voll mit einem Klump, habe aber vorher schon sauer eingefressen, dass man schon ansteht. Und dann muss ich aber den Rest noch essen und dann schaue ich so aus, wie ich ausschaue. Aufgeschwemmt. Ja, das ist Klassiker. Mir geht's genauso ohne Kinder. Du nimmst quasi das, was du nicht isst, das tust du zusammen und isst das dann quasi, oder? Ja, genau. So, ich kann nur mal, aber ich kann sie wegschmeißen. Und dann tippst ich mich selber wieder mit dem Löffel. Grausam. Ja, aber Essen wegwerfen geht gar nicht. Also wirklich, jeder, der Essen wegwirft, ist ein riesiger Haufen Scheiße. Geht gar nicht. Das ist, da möchte ich jeden sofort das Essen mit der Frau, da möchte ich es nehmen und möchte es bis zum Ellbogen im Mund abschirmen mit der Hand. Das ist nämlich, wie die Kartoffelbrei-Szene in Terrifier 2, oder? Ja, genau. Eine mit dem Kartoffelbrei. Bon Appetit und Miststück, da ist so Freddy Krüger. Stimmt. Sehr geil. Das ist auch gut. Ich habe auch einen Film geschaut, wir haben schon das gleiche Thema schon. Ja? Ich habe auch einen Film geschaut. Wir sollten mal einen Podcast machen. Also, da schmerzen wir noch mal. Da trinken wir mal ein paar halbe und dann schmerzen wir wieder. Auf jeden Fall. Das glaube ich, hätten wir schon drauf. Hard Eyes hat man angeschaut. Hab ich gesehen. Und ich muss sagen, ich war echt, ich habe von ihm überhaupt nichts erwartet. Vielleicht ist er deswegen aber leck geworden, weil ich mich so dermaßen positiv überrascht habe, dass ich wirklich unglaublich viel Spaß gehabt habe. Ja. Erst einmal hat er geile Kills, also ich finde den Killer cool mit seiner Masken. Ja. Er hat geile Kills drinnen, die sind echt unerwartet hart und blutig gewesen, das fand ich cool. Ja. Und was ich auch geil fand, dass er diese Romanzenfilme so geil überzogen mit einbaut und gleichzeitig aber die Slasher-Klischees so geil drin. Also er vereint ja so Slasher und Romanzenfilm. Ja. Und beide Sachen, finde ich, hat er so geil überspitzt dargestellt und geil vereint mit einem schönen Humor. Tolle Figuren, finde ich. Die waren sau sympathisch. Vor allem unsere zwei Hauptfiguren. Sie haben sich ja nie richtig dumm verhalten, wie es oft, was auch oft das Problem ist bei so Horrorfilmen, vor allem bei Slasher. Aber ich finde, sie haben sich eigentlich immer überwiegend sehr gut und klug verhalten. Und deswegen, ich habe da echt viel Spaß gehabt mit dem Film. Also von Lacher über noch mehr Lacher, weil es geil splattert, bis hin zu, ist das süß, habe ich alles dabei gehabt. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Okay. Hat Spaß gemacht. Er kann zwar ab und zu ein bisschen knackiger sein, er hat schon ab und zu ein wenig ausgedehnte Dialoge drin, aber die jetzt halt für mich, sie sind jetzt nicht direkt, sie haben jetzt halt nicht so gestört, eben weil ich die Figuren so sympathisch gefunden habe und auch beide Dialoge trotzdem immer ein guter Humor war. Zum Beispiel, wenn es da telefoniert und die eine dann sagt, ja, jetzt geht er hin, weil das ist, sonst haut er ab auf Notting Hill und das, was ich sagt, ist Crazy Stupid Love und sowas kann tatsächlich lieb sein, wo es dann ein Dialog hast, wo sie eigentlich nur Filmtitel von Liebesfilmen aneinander reiht. Das würde so super Witz gewesen. Ja, und so passiert jetzt immer wieder. Der hat einen sehr guten Humor auch gehabt. Drum muss ich sagen, ist Hard Eyes für mich ein Warleck gewesen. Okay. Du weißt ja, ich habe doch einen scheiß Humor. Der hat bei mir nicht ganz so gezündet. Also das, was du jetzt gesagt hast, das fand ich auch geil mit diesen Filmtiteln. Aber es war mir ein bisschen zu viel Dialog, ein bisschen zu viel Geschmerz. Und wie gesagt, das war für die lustig. Ich kann nicht lachen, bin ich humorbehindert. Du mit deiner Humorbehinderung. Ja. Also wenn du sagst, diese Muskeln hier sind nicht für die Offensive, sondern zum Ankuscheln. Muss ich lachen, so richtig dumm. Oder wenn er im Auto drinnen sitzt, dann vor der Polizei und die ganze Zeit austermault, wo es meinen, dass er der Täter ist und so. Und sie berichten da und er mault die ganze Zeit von der Seite aus dem Auto aus. Also ich fand da immer echt witzige Szenen dazwischen. Und dann eben schöne gute Kills. So gerade das Radkreuz. Radkreuz war super. Das war richtig geil. Und ansonsten auch schön zerhackstückelt. Ja, da macht er keine Gefangenen, gell? Gleich vor Anfang. Da war echt. Stimmt, genau, gleich das Intro, wo du gleich mal denkst, zerquetschen, das ist ja schön, aber jetzt bin ich schon gespannt, wann abgeblendet wird, weil so 5-mäßig werden wir es nicht kriegen. Nein.
Ich wurde eines Besseren belehrt. Wo hast du den gesehen? Auf Paramount Plus ist der drin, oder? Ja, genau. Ja, sehr schön. Was ist denn überhaupt mit Paramount Plus los? Ich möchte da die neue Staffel, wie heißt's, From sehen und ich höre nichts von From. Ich darf den Channel gerne nochmal abonnieren, aber ich habe gesagt, erst wenn From Jetzt wieder gerade ist weitergeht. 50% müssten gerade drauf sein. Also, darum habe ich es jetzt auch wieder. Ich habe es nämlich erst einmal wieder gecancelt gehabt. Ja. Aber dann hat es geheißen, hey, machst du es für einen Fünfer statt für einen Zehner 3 Monate lang? Dann habe ich gesagt, ja, habt's mich schon. Okay. Ja, ich mach Aber das, From, weiß nicht, da bin ich noch nicht drin in der Thematik. Da habe ich noch nicht angefangen Okay. zu schauen, darum bin ich da jetzt auch nicht. da bin ich abonniere das Paramount Plus immer nur, wenn From kommt und das vermisse ich das ja. Aber normalerweise schauen wir um die Zeit immer From. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Ich weiß es auch nicht. Die trauen Ich sich weiß nicht auch gegen Stranger Things wahrscheinlich. Das kann gut sein, ja. Geht jetzt dann auch weiter, die nächste. Ja. Das ist übrigens auch ein Leck für mich gewesen, die ersten 4 Folgen Stranger Things. Ah, ja, auf, ey. Ich war sofort wieder voll gefangen drin. Nerdgasm, Alter. Das war Brutal. Wahnsinn. Das ist echt so geil und vor allem, also, und wirklich, auch dieser Cliffhanger dann, wenn du sagst, okay, Ja. ich muss zwar nicht lang warten, aber das ist so ein geiles Ende gewesen, von der 4. Folge, dass ich jetzt noch Gänsehaut kriege, wenn ich drüber Voll. nachdenke. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht, vor allem auf was das dann rausläuft, da ist also, Ja, vor allem, weil es da wirklich hervorragende die Serie. die letzte oder die Folge jetzt da, die 4., hat ja auch einen unglaublich guten Score irgendwie gekriegt. Also dieser 9,6er Bewertung von die Zuschauer und so. Achso, den Score, die jetzt einen guten Sound hat. Also, die ist sowieso, Stranger Things, Ja. immer guten Sound. Aber da haben wir noch gedacht im Vorfeld, okay, die wird so stark bewertet, diese Folge. Und das ist wirklich eine Tour de Force. Wirklich. Und dann wirst du wirklich am Schluss, jetzt meinst du, jetzt ist alles im Arsch und dann kommt da was. Und dann sagst du, oh, leck, und dann diese Ablende und dann weißt du, leck, jetzt geht's erst wieder in, weiß ich nicht, 14 Tage, 3 Wochen geht's erst wieder genau, weiter. sonst fickt's euch, ey. Wie soll das jetzt? Mann. Aber wirklich- sehr schön. Also die Serie ist wirklich 10 von 10. Hey, Durchgehend. Da war nie irgendwas dabei, was mir irgendwie stört, genervt, schlecht oder sonst was war. ich warte jetzt noch ab. Also wenn ich hab schon mit Bekannten geredet, gesagt habe, ich warte jetzt noch ab, aber wenn jetzt das Finale passt und die letzte Folge durch ist und das wirklich ein durchdachtes und rundes Ganzes ist, dann wird das meine Lieblingsserie. Weil es gibt so viele Serien, die das wirklich, die wo wirklich geil angefangen haben und haben sich ja schön entwickelt und saffen dann am Schluss komplett ab. Da jetzt in dem Fall habe ich irgendwie so das Gefühl, dass die wirklich auf was hinarbeiten und das nicht so Hudelei ist und irgendein so ein Scheißdreck am Schluss rauskommt und das hoffe ich. Und dann ist es wirklich eine Serie, die man empfehlen kann, wo man sagen kann, okay, die ist von vorn bis hinten geil, die schaut man sich ja wieder mal an, weil man auch mit dem Ende leben kann. Und das hoffe ich eben für mich. Dass das Ja, so... Hudelei ist ja da wirklich überhaupt nicht, die haben sich ja Zeit lassen ohne Ende. Ja, man merkt wie das schon. lange hat das jetzt dauert? 2 Jahre, oder? Ist die 4. Staffel. Ja, ich meine schon, das ist jetzt schon lang her. Apropos, was sagst denn du jetzt zu diesem, ich hab jetzt das schon öfters gehört von wegen, weil die schon so alt sind jetzt. Jetzt spielen sie mit 30 Jahren, spielen sie jetzt 22-Jährige oder irgendwas. Stört die das? Sitzt du da davor und sagst, oh, die Millie Bobby Brown, die ist doch schon viel älter, wirst du spät. Ist das... Also erstens mal, glaube ich, sind sie noch nicht mit 30, oder? ja, aber es geht nicht mehr, glaube ich, nicht sind mehr doch erst alle so auf irgendwie, oder? Mitte 20 vielleicht. Ja. Und wenn sie es dann auf irgendeinen roten Teppich setzt, dann schauen sie aber alle aus wie 18. Da haben sie sowieso so Leute gesucht, die erst mit 24 in Pubertät gekommen sind. Ja. Aber nein, stört mich überhaupt nicht, weil die richten sich ja eh so zusammen, dass du sagst, ja passt, die Ich glaube, dass find Teenager auch. sind. Schau dir mal die Teenager aus die 80er-Filme an, die mit dem Schnauzbart in der 3. Klasse gesessen Was sind. war das für ein geiler Film, den habe ich mir auch angeschaut. Irgendwie so ein ganz ein schlechter Vinegar-Syndrom-Film. Und dann sitzen sie echt drin in der Schulklasse und dann gibt's so einen Schwenk und dann haben sie wirklich dicke, fette Schnäuzer dran, teilweise schon ein schütteres Haar und sollen aber 16-Jährige darstellen, aber die schauen alle aus wie 35. Das ist, fuck, ich weiß nicht mehr. Geil, ja, da brauchen wir uns echt nicht beschweren, weil die werden echt so hergerichtet, dass ich sage, das ist alles im Rahmen, also halt's ein Maul. Stark. Stark. Wenn ich sonst nichts zum Pulvern finde, dann suche ich mir halt was. Ja, ist wirklich so. Und wenn es auch wieder heißt, dann mit Fanservice und was weiß ich und und dieses 80s-Sach ausbeuten und Ding, ja geil, gib's mir einfach. Ich find's geil. Ja, freilich dieses, ist wahr. Und außerdem, was sollen sie jetzt in der 5. Staffel aufhören, wenn sie es in der ja, ersten das sind aber anfangen, Leute, die oder wo wie? sich dann vorher schon beschweren, ab der ersten Staffel schon. Da hängt in der ersten Folge ein Evil Dead Poster dran, jetzt ist ja wieder der super Fanservice. Ja, es ist halt einfach geil. Halt's euch einmal.
Ja, ich denke mir so, was haben denn Leute für Probleme mit Fanservice? Keine Ich denke mir auch, wenn irgendwelche Hurensöhne daherkommen mit Deadpool versus Wolverine. Ja. Ja, das ist ja nur ein Fanservice, der Film. Ja, und ist doch geil, halt doch dein Fotzen. Ja. Wie geil ist denn das allein mit dem Johnny Storm gewesen von den alten Fantastic Four, dann Ja, die ganzen kleinen das- Anspielungen, das Fantastic Four Mobil und so ein Zeug drin. Also das ist ja ein Fan-Orgasmus sondergleichen und dann auch noch eine schöne Geschichte dazwischen erzählt, die jetzt nicht sonderlich tiefgründig ist, aber die halt eine schöne Redemption auch ist für einen Wolverine, sag ich jetzt einmal, mit einem tollen Finale. Also ich möchte eigentlich jeden, jeder, der zu mir kommt und sich beschwert wegen Fanservice, das Gespräch sofort beendet. Weil du bist offensichtlich, hast ein paar Chromosome 2 oder Zwänge, ich weiß es nicht, aber mit dir mag ich nicht weiter schmerzen über das Thema, weil du dumm bist. Okay. Ich muss zwar auch sagen, dass ich da storytechnisch ein bisschen mehr erwarte oder mir auf was anderes gefreut habe bei dem Film, aber unterhaltsam war das einmal auf jeden Fall. Und vor allem der Ideenreichtum war schon Wahnsinn. Das ist irre gewesen. Also das ist ja wirklich ein Feuerwerk an Ideen, was da ausgeschossen ist. Das war brutal. Scheiß Leid, wie es mir alle ankotzen. Ja, ich weiß es auch nicht. Nervt mich so richtig. Und dann machst du nur irgendwas, wo der Leute dann zuhören. Genau, also, was mir noch angeschaut habe, muss ich kurz einschmeißen. Bitte? Snow White, The Death of Snow White, habe ich mir jetzt auch noch angeschaut. Habe ich mir auch geschaut. Die war jetzt bei mir als nächstes gekommen. Wow, Ja, also was heute ist dabei? ist echt Wahnsinn, oder? Jesus, nein. Ist bei dir aber leck oder war Dreck? Nein, schon war leck. Ich hab mir schon gefallen. Schon aber leck. Ja. Ja, ich sag auch, war schon cool, also hat geil gesplattert. Ja. Und ich glaube, du hast da in deiner Letterbox was reingeschrieben, Vergleiche zum Mittenbach. Ja, schon irgendwie, oder? Haben wir auch gedacht, ja, der hat schon, also von den Effekten her, das hat schon teilweise echt dittenbachig ausgeschaut, war cool. Erst gerade wesentlich zu lang für die Art von Film. Leider. Das ist 1:50 geht's viel. Absolut. Das ist ein Riesenmanko. Der hätte ja optisch auch nicht schlecht ausgeschaut. Auch die Voll, ganzen Rüstungen und so. Besser, wie es der Boll gebracht hat, teilweise mit seinen Kostümen, was sagst du, okay, das schaut alles ein bisschen nach Kirmes aus, aber schon schön. Der Boll Und hat halt auch Kirmes im Kopf, glaube ich. kann schon sein. Ja, das fand ich, also auch wie es auch bei der, wie hat der andere geheißen, der Ugly Stepsister, da wo wirklich ein bekanntes Thema genommen wird und einfach mit die Perspektive tauscht oder irgendwie so. Das war halt wirklich wieder so Herkules und Xena-Version von Schneewittchen mit krassesten Splatter à la Olaf Ittenbach. Voll cool, ja. Also ich habe echt Spaß gehabt mit dem Ding. Ja. Haben wir von Bush Media haben wir da einen Screener gekriegt, da gehen nochmal die dicksten Kartoffeln raus an Bush Media. Haben die besten Buschmedien, super. Ja, und halt jetzt Augen und Po-Löcher offen, weil bald werden wir ein Gewinnspiel machen und verlosen noch eine Blu-ray zu Snow Wow. White. Das wird's dann auf die sozialen Medien mitkriegen. Bleibt dran. Aha. Bumm. Drum verraten wir auch gar nicht zu viel jetzt zu dem Film. Gut, Story kannst du nicht viel erzählen, das ist so die typische Schneewittchen-Geschichte. Ja, und kennst um Blödsinn und Blut. Ja, und die Zwerge haben halt irgendwelche Banditen, die wohl Leute mit Hammer das ist aber zerdreschen und so. Oder wo es den einer dann, zwei Zwerge nehmen einen Mo bei die Viers und der Ja, andere die ist dritte super. rammt ein Messer, ein Schwert im Boden rein und dann ziehen sie ihn da durch und spalten ihn von der Mitte auseinander und so. Ja, das ist wieder Kung Lao von Mortal Kombat mit seinem Blut. richtig, stimmt. Richtig geil. Also schönes Ding. Schönes, spaßiges Ding gewesen. Nur ein bisschen zu lang, aber es kann man ihm verzeihen, weil die Splattereien zaubern und schon immer wieder ein schönes Lächeln ins Gesicht. Absolut. Ich habe dann gesehen, im Vorspann ist als Regisseur Jason Brooks da gestanden und ich habe mir gedacht, der sagt mir irgendwas. Und dann habe ich bei Letterboxd reingeschaut, dabei hat der einen von diese Freitag der 13. Fanfilme gemacht, diesen Vengeance Part 2 Bloodlines. Ich hab den gekriegt, weil ich da den mit gefoundet hab, aber ich hab gespannt, ich hab den noch nicht angeschaut. Muss ich aber jetzt machen. Zeit. Muss ich machen. Nachdem man das jetzt gesehen hat, muss man den auf alle Fälle mal auf dem Schirm halten. Ah, auf jeden Fall. Aber Filmemacher da draußen, was ist mit euch los? Warum immer alles eine Viertelstunde, 20 Minuten zu lang? Was ist los? Warum nicht 90 Minuten? Weiß ich nicht. Warum meinst du, es könnt so viele tolle Dialoge schreiben? Es könnt keine Dialoge schreiben. Warum nicht 90 Minuten? Warum nicht? Was ist los? Das verstehe ich auch nicht, Schreibt ja. es in die Warum- Kommentare, Filmemacher. Warum nicht 90 Minuten? Haben wir da irgendeinen Regisseur, der meint, der kann Kommentare schreiben, Dialoge schreiben, dann soll er uns bitte in Kommentare schreiben, dann sagen wir da A, ob du Dialoge schreiben kannst und B, sagen wir da dann auch, dass du es sein lassen sollst, Dialoge zum Schreiben, weil wir wollen uns da nicht 2 Stunden hinsitzen, wenn wir Splatterei singen wollen, in Gottes Namen. Außer es ist wirklich 2 Stunden eine geile Splatterei. Ja. Aber leider werden die Filme halt oft einmal mit unnötige Dialoge Ja, und gestreckt. bestimmte Stoffe geben es halt einfach nicht her.
Und warum nicht 90 Minuten? 90 Minuten, da wo man dann wirklich sagt, hey, das war jetzt so ein rundes Ganzes, einfach so salopp und ein bisschen die ganze Geschichte von der Schneewittchen zum Beispiel einfach ein bisschen durchmischen und mit einem Haufen Blut und ein paar freakige Figuren dazu und alles ist easy. Aber so musst du schon wieder sagen, der Schluss, die letzten 10 Minuten, der Epilog, das ist schon fast Herr der Ringe mäßig. Ja, warum nicht einfach 90 Minuten, Freunde? Ja, oder gemütliche 85 Minuten inklusive Abspann. Voll schön, bin ich dabei. Das war das Beste. Gestern habe ich mir noch einen Ice Cream Man aus den 90er angeschaut und dann schaue ich mal kurz, wie lange das dauert. 1 Stunde 26 inklusive Abspann. Schön. Hallo, für das kriegst du schon mindestens 2,5 Sterne auf Letterboxd. Ja, mindestens. Dann können wir aufbauen. Ja, genau. Da schauen wir noch, was du sonst zum Abliefern hast, aber da hast du mich schon mal. Nein, nervt mehr. Vor allem bei Szenefilmen verstehe ich es nicht. Aber solange wir keinen Ittenbach Levizia mit 3 Stunden noch mehr hergeschissen kriegen, bin ich eigentlich ganz dankbar. Ja, war schon krass. Ja. Ich hab halt zum 3. Mal ein Walleck dabei, das ich jetzt die letzten 2 Wallecks schon dabei gehabt habe. Ja. Rate mal was. Oh, scheiße. Die letzten 2 habe ich auch schon dabei gehabt. Hast du schon dabei gehabt? Hast du wieder beim Bäcker irgendwas gekauft, was nicht passt hat? Nein, habe ich schon lange nicht mehr. Die haben die Folge gehört, seitdem richten das Zeug gescheit her, die sind gut geworden. Nein, jetzt muss man helfen. Das Finale von Welcome to Derry ist gelaufen. Okay. Wollte ich nämlich auch noch was sagen, weil da habe ich die erste Folge gesehen, leider nicht ganz. Nur warum 30 nicht? Minuten, weil ich da gestern angefangen habe und ich war dann so fucking miert. Also ich mir gedacht habe, scheiße, ich muss jetzt dann eigentlich die Folge nochmal anschauen, weil ich eigentlich so im Halbdelirium da gelegen bin. Nach 5 Glühwein und ein Backel Plätzerl. Hast du aber das im Auto noch gesehen? Nein, leider nicht. Also ich habe da wirklich splattertechnisch habe ich gar nichts gesehen. Der Anfang war schon mal cool, dieses Mitfahren im Auto und ich sag nur, ich mache jetzt meine Finger so mit Anführungszeichen, die Geburt. Die habe ich ja gemeint. Also die Geburt, voll also böse. Irre, oder? Böse. Ja, und dann dieses Getier dazu und so, also, schön. Ja, geht ab. Ja, und auch, also jetzt das Finale durch, ich kann es jetzt eben abschließend bewerten, also für mich echt 10 von 10 die Serie. Wow. Das Finale ist super geil gewesen. Coole Szene auch, Pennywise in so einem Nebel grabe so hier und einer läuft dann eben vorbei und holt dann so geil einen Facker um und als am Pennywise vorbeiläuft, das ist, also man, ohne Kontext versteht man es zwar jetzt nicht, aber wenn es dann die Folge 6 dann weißt warum, dann musst du voll lachen, weil es einfach also geil ausgab, wenn er auf dem Boden da hingrabe und der andere läuft nur an ihm vorbei und holt dann einen Facker um. Da denkst du, ja, geiler Move von dir. Und ansonsten auch durchgehen, also blutig, coole Ideen, wie auch das Stephen King-Universum da verwoben wird. Ich habe jetzt schon gelesen, wenn man nach Welcome to Derry, wenn man sich dann die Mr. Mercedes-Serie anschaut, dass man dann absolut mindblown sein soll. Die ist ja jetzt auf Netflix drin, die werde ich mir dann demnächst einmal einbauen, weil das darf mich dann echt interessieren, was man da für Verknüpfungen hat. Ich hab die gesehen, die Mr. Mercedes, die Serie. Ja, da bin ich jetzt gespannt, weil ich habe jetzt so ein Watch-Order schon gesehen, wo es dann irgendwie so Shawshank Redemption als erstes und so weiter, weil das Gefängnis des Shawshank wird ja auch oft wird auch erwähnt. Aber ich muss sagen, 10 von 10, ich finde es echt voll geil, die Serie. Die hat so richtig Spaß gemacht. Am Schluss sehr traurige Szene nur mit dabei, dann am Ende coole Verknüpfung dann auch noch zu den Filmen mit drinnen, also zu S1 und 2. Perfekt, bis aufs Abzug in der B-Note für CGI. Aber ja, es ist der Muchetten-Andy und da geht man einfach, da müssen wir jetzt einfach in Zukunft, wenn der Muchetti draufsteht, dann müssen wir einfach sagen, alles klar, wissen wir schon, was uns erwartet, wenn CGI kommt. Okay. Wobei ich es aber im ersten S noch gar nicht so beschissen fand. Ich finde, das ist erst im zweiten so eskaliert und im Bach gegangen. Ja. Wobei da aber mehr über den Bach gegangen ist beim zweiten, nicht nur das CGI. Und es ist jetzt auch nie so wie beim zweiten so schlimm. Aber es ist halt einfach oft einmal, wenn im Monster kämen, wo du denkst, das kann man jetzt nicht einfach, das war jetzt geil, wenn es eine Figur war und es ist aber CGI gemacht worden, dann denkst du halt immer so, es war nice to have, aber es hat nie so die Ausmaße wie beim S2-Film gehabt. Okay. Da bin ich gespannt, was du sagst, wenn du die dann weiter durchmachst. Ja. Jetzt, wie gesagt, jetzt ist Urlaub, Weihnachtsurlaub. Da werde ich mir das einmal reinbauen. Tu es. Ja. Das wird beautiful. Schreib's mal nach der ersten Folge, wenn du es ganz so geschaut hast, wenn es, wie es da geht, nachdem der Kinderhex-Logo vielleicht, wenn jetzt wir diese Folge beenden, wir nehmen jetzt einfach einen Tag vor Heiligabend und vielleicht brauche ich noch ein bisschen was Besinnliches, dann baue ich mir das noch schnell ein, da die erste Folge. Die ist richtig besinnlich. Schaust am besten mit Frau und Kinder, ist eine richtige Familienepisode. Ja, ich hab eigentlich auch gehofft, dass ich das mit meiner Frau anschauen kann und wie dann diese Szene gesehen habe, wo der Pennywise dem Typen mit ihrer Fleischeraxt den Kopf halbert abschlagt und dann da rausfespert und ich gedacht, okay, ich schau's allein.
Geile Brotzeit hat er gemacht. Voll. Ja, die macht er öfter. Also da sechst du da diesmal öfter mal einen Pennywise beim Brodeln. Ja, bin gespannt. Ich freue mich. Hat er einen Hunger einmal? Wo man überhaupt gar keinen beim Brodeln sieht, das ist bei dem neuen Knives Out Teil 3, Wake Up Dead Man. Der ist jetzt auch bei Netflix verfügbar und den habe ich mir angeschaut, weil ich ein riesiger Fan bin vom ersten Teil. Den finde ich auch grandios. Ja. Sehr enttäuscht von Glass Onion. Das war richtig blöde Figuren in einem blöden Setting. Hat mir überhaupt nicht gefallen. War so irgendwie so ein richtiger Bruch zum Einser. Und da geht jetzt der dritte Teil eher wieder in Richtung Teil 1. Und wir gehen mal weg von diesem ganzen alles bei Tag und alles super überstilisiert, eher zu was so Mystery-Krimi, schon mit ein paar so Horror-Einlagen. Also er ist atmosphärisch so schon um einiges düsterer auch als Teil 1, ist aber auch wieder ähnlich raffiniert. Also mir hat das so wieder super gefallen. Er nimmt sich am Anfang sehr, sehr viel Zeit für die Figuren und wie die zueinander stehen. Wo ich mir gedacht habe, ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt, jetzt Film, du darfst in Schwung kommen, weil der Zeit wirklich nicht so viel passiert, bis dann eben dieser Mord geschieht, ich sage jetzt nicht an wem, und dann wird aber darauf eingezahlt, dass man sagt, es wisst jetzt von den ganzen Leuten das, oder es glaubt das zum Wissen, und jetzt kommt der Daniel Craig, und jetzt wird das Ganze der Fall in dem Fall ermittelt und dann gespannt ist, okay, natürlich musst du das jetzt alles wissen, die ganzen Sachen, damit du die Figuren einfach umdrehen kannst und schauen kannst, wo es ist, wer steht zu wem und wer hätte da jetzt ein Motiv. Also man muss diesen Anfang quasi, sage ich jetzt blöd, über sich ergehen lassen, damit man mit den restlichen 1,5 Stunden so seinen Spaß hat. Aber man muss schon dranbleiben und ein Mitdinger, nicht nebenbei am Handy schauen oder so. Der Film, der verlangt euch schon ein bisschen was ab, da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen. Muss ich sagen. Ist der Daniel Craig die einzige Figur, die wieder auftaucht aus die ersten zwei, oder sagt man andere auch noch? Nein, ich glaube, das ist, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wenn dann irgendeine so eine kleine Figur, aber wie wisst ihr jetzt keinen, der da in die vorherigen Teile auch dabei gewesen ist. Ich wüsste nur er. Und er ist ja auch der Wichtigste. Er kommt und dann wird es eine One-Man-Show. Er wird natürlich in dem Film jetzt auch unterstützt von einem Priester, der auch ins Fadenkreuz der Ermittlungen gerät und seine Weste wieder reinwaschen möchte. Und dann stellt sich halt raus, dass diese kleine Kirchengemeinde, um die es da geht, dass die alle irgendwie Dreck am Stecken haben. Aber wer jetzt da der Oberdrecksteckler ist, wer da der Mordermann ist, das stellt sich dann erst am Schluss raus und das ist wieder sehr raffiniert. Hat mir gefallen. Okay, bin ich schon gespannt, habe ich auch auf der Liste. Weil ich war auch eigentlich wie bei dir, Teil 1 sehr geil gefunden, Teil 2 eher enttäuscht gewesen, jetzt bin ich eigentlich auf Teil 3. Ja. Schreiben wir schon am 4. Teil anscheinend, der Ryan Johnson. Und voll gern. Also von der Reihenfolge da, ich sagen, der erste ist immer nur der Beste, weil er so irgendwie der bodenständigste ist und es war halt einfach so das Nice, einfach mal wieder was anderes, was Nice möchte ich nicht sagen, aber diese Art von Thriller oder Krimi hat sich der Zeit einfach nicht so gegeben und dann ist der gekommen und dann sagst du geil. Und auch diese ganze Bildsprache mit den ganzen Messer und so, das war halt im ersten Teil schon wirklich ganz stark. Der zweite auch super Ideen drin, raffiniert, einen ganz tollen Jeremy Renner, Maustal fertig und ja, und Schlusslicht ist der Glass Onion, das war nix. Bin ich gespannt. Da bin ich ja gespannt. Mein nächster Leck ist noch eine Serie, und zwar eine Anime-Serie, die ich empfehlen kann für unsere Anime-Schauer, die so nichts denken haben. Sollten sie mit Kaiju Number 8 einbauen, die ist ziemlich geil. Da geht's um Hibino Kafka, heißt er, und er arbeitet in Aufräumkommando, weil in der Welt, in der wir uns da bewegen, wird Japan ständig von Kaijus angegriffen und die haben halt dann verschiedene Kategorien. Also wie in echt quasi. Sind, wie immer. Wie in echt eigentlich, ja genau. Also Tatsachenbericht. Und er möchte halt gern so in das Kommando eine, die gegen die Kaijus kämpfen und die umbringen, weil da sind dann verschiedene Stufen, die haben dann Anzüge, Waffen und so weiter, die teilweise auf Kaiju-Technologie basieren, weil wenn die dann einen vernichtet haben, dann können die aus der Fähigkeit von dem Kaiju manchmal was bauen. Und er möchte eine, aber ist halt einfach totale Gurken, der da überhaupt nicht dafür geeignet ist. Und wie es der Zufall so haben möchte, kriegt dann irgend so ein komisches kleines Kaiju-Mini-Viech in einem eine und durch das kann sie eher in einen Kaiju verwandeln und ist dann auch super stark. Und muss das halt dann aber geheim halten, weil sonst müssten sie ihn halt verrammen. Aber er kommt halt dann immer so in die Bredouille, wenn dann seine Kollegen in Lebensgefahr sind, verwandelt ihm jetzt und helfe einer und lass mir Geheimnis auffliegen oder was tue ich jetzt? Da kommen ganz schöne, spannende Situationen auf.
und sind jetzt 2 Staffeln heraus. Es ist ein geiler Animationsstil, es ist eine coole Geschichte, es sind tolle Figuren drinnen und teilweise auch schön blutig, also vor allem die Kaijus, die werden zerhackstückelt, dass du sagst, und wenn halt dann so ein riesen Kaiju, der so hoch ist wie ein Hochhaus, und der explodiert dann siehst du immer so schöne Vollaufnahmen von der Stadt, wo halt dann ein riesiger Damm über das eine Haus drüber hängt und also so, wo du denkst, ja, so darf das halt wahrscheinlich ausschauen, wenn so ein Kaiju einfach zerreißt. Also kann ich nur empfehlen für Leute, die auf Animes stehen, Kaiju Number 8 auf Crunchyroll ist auf alle Fälle drin und auch auf Netflix ist vorher jetzt gerade nicht. Tut's es euch anschauen, macht Spaß. Ich habe jetzt noch bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, da kommt so ein kleiner Kaiju, der in ihren reingeht, habe ich ein paar so Pacific Rim Vibes gehabt. Ja, mit den Kategorien, die glaube ich bei Pacific Rim auch gehabt. Ja, oder auch, dass dann aus dieser Technologie oder aus diesen Dingen dann diese Roboter baut werden dann oder diese Technologie genutzt wird oder irgendwie so, also ist, weiß ich nicht. Da ist halt nicht das Roboter bauen, sondern da haben sie dann, wie gesagt, gewisse Waffen wie große Äxte, Schwerter, Knarren oder einen Anzug direkt, dass du ein bisschen verwandeln kannst, aber du hast jetzt keine Roboter oder so, sondern es sind immer normale Menschen, die gegen diese Kaijus dann kämpfen und sie halt selber nur verstärken, indem sie die Waffen da einsetzen, die es da gemacht haben. Und die Nummerierung, weil heißt Kaiju Number 8, weil er die Hauptfigur ist praktisch das 8. Kaiju, das in dieser Stärkenkategorie auftritt. Und dann werden die dann durchnummeriert, wenn so ein super Kaiju kommt. Ja, ist cool für Anime-Fans, auf alle Fälle sehenswert. Muss ich mal schauen. Ich mag zwar jetzt einen Zeichentrick dann nicht so gern, aber vielleicht... Ja, oder wo es ein wenig einen Splatter gibt, das magst du schon. Ja, das stimmt schon. Da hab ich gesagt, wenn einmal die Kaijus dann mit so einem Scharfschützengewehr das riesen Laserbolzen aus der Haut explodieren, das ist schon geil. Also wieder voll übertrieben, oder? Ja, freilich. Ja. Freilich ist das total übertrieben. Passt. Aber geil halt. Das ist ja da eigentlich so ein komischer anderer, also hat ein geiles Designer, also die Kaijus haben sehr geile Designs und da ist es der Antagonist, das Oberbase Kaiju, was da ist, das ist Vollgas geil designt, das schaut aus wie so, als war er hätte einen Zylinder auf, aber der ist Form von seinem Kopf und der schießt halt immer so Kugeln aus auf einmal, die du gar nicht steckst, sondern stehen halt live wieder da und auf einmal fetzt der in einen Arm weg oder ein Loch in die Brust rein. Und dann lässt er eine Armee an Kaijus nur los, wo sie dann eine verwandelt, die total irre ausschaut und die kann lauter so Stacheln ausschießen und die sind dann ähnlich wie die Laser vom Darkseid von DC, die dann so Kurven, so spitze Kurven fliegen und dann ist sie in einer Fußgängerzone, wo es rauskommt, übrig gehen Leute und auf einmal bleiben alle stehen und dann ist der Aufnahme vor und dann siehst du, dass sie da wie so Spinnennetz die Dinge rausgeschossen hat und einfach alle Fußgänger umgebracht auf einen Schlag. Also sie machen da schon, wenn der Kaiju kommt und in Menschen reinrumpelt, dann werden da auch keine Gefangenen gemacht, sondern dann wird das halt schon so dargestellt, wie man sich vorstellt, wie das war. Na, hört sich doch gut an. Ja, also es ist jetzt nicht keine kindgerechte Kost. Ah, ich hör's. Also FSK 3, da ich sagen. Kategorie 3, oder? Cat 3. Genau. Gut. Wie viel hast du was dabei? Ich habe tatsächlich kein einziges Wort Dreck dabei. Echt? Für diesen Monat. Es hat nichts gegeben, wo ich mich richtig aufregen hab müssen. Okay. Ich habe sogar noch ein kleines Waleck hätte ich sogar noch dabei, das gerade am Rande erwähne ich mich. Es hat ja diesen Kampf gegeben zwischen Jake Paul und den Joshua Anthony. Und dieser Jake Paul ist ja wirklich so, gehört für mich zum Bodensatz der Menschheit. Boxen, oder? Bist beim Boxen. Ja, genau. Ja, wenn ich es jetzt nicht durch Zufall irgendwo beim Scrollen noch mal gesehen hätte, hätte ich jetzt überhaupt nicht gewusst, von was du redest. Und das ist, mich interessiert es eigentlich gar nicht, aber wenn ich halt weiß, dass solche Menschen wie der einen Kiefer durchgeschlagen kriegen, dann denke ich mir so, das ist schön, das ist einfach ein bisschen Gerechtigkeit gibt's, oder? Ja, genau, das ist wirklich so ein Moment gewesen, wo ich dachte, das ist so ein kleiner Moment Gerechtigkeit auf dieser Welt und das ist einfach schön und es hat Spaß gemacht zum Singen und diese Memes, die da rumdumm gängen, wo es mit dem erschrockenen Hamster vergleichen, wie der daneben steht und so, also schön, wie sich das Internet drüber lustig macht und schön, der Schlag ist ja auch wirklich, das ist ja wie eine Abrissbirne. Ich hab dann das Finale habe ich mir noch ein bisschen angeschaut vor dem Kampf dann. Leck mich am Arsch. Also, ich glaube, uns hätte einfach ein Unterkiefer weggeschossen. Wahrscheinlich. Da war überhaupt nichts mehr da. Da hat man auch schon wie der Zombie von Reanimator 3 Mann ist, das, oder? Der genau. Milchsaft. Oder der Anfangs-Zombie von Day of the Dead. Ja, genau. Das war so ein kleines Waleck noch für mich. Es ist schön, dass
so etwas passiert. Ja, es gibt hin und wieder ein bisschen Gerechtigkeit quasi, oder? Ja, und der andere Wichser da, der Andrew Tate, das ist ja auch der absolute Bodensatz, der teilt sich mal nicht den Bodensatz der Welt mit dem anderen. Und der hat auch einen Kampf gehabt und der ist dann auch am Boden unten gehängt, an seine Knie, als mehr hat er seinem Gegner anbieten, dass er sich Teebeuteln lässt, wenn er gewinnen darf. Das ist auch schön. Also schöne Beutelwand ist auf alle Fälle, das hat mir gefallen. Okay. Dass du so sportinteressiert bist. Nein, gar nicht. Interessiert mich eigentlich gar nicht, aber wie gesagt, dann, ich kenne halt diese Leute und ich hasse abgrundtief und wenn dann Leute, die ich hasse, so etwas passiert, dann denke ich mir, schön. Das ist wie die Nazi-Party bei Silent Night, Deadly Night quasi. Ja, genau, es ist einfach schön. Wenn Leute, die ich hasse, wenn denen so etwas passiert, dann denke ich mir, schön. Schönes Ding. Sehr schön. Danke Universum, dass du mir an mich denkst. Ja, passt. Abgerechnet. Nein, ich habe jetzt tatsächlich eigentlich so nix mehr. Ich habe leider noch ganz viele Sachen auf der Watchlist, die ich dieses Jahr nicht geschafft habe oder vielleicht auch nicht mehr schaffen werde, wo es mir eigentlich ziemlich nervt. So wie jetzt der Long Walk oder Sisu 2, hätte ich alle noch irgendwie auf der List und ich komme nicht dazu. Was ist da los? Sisu 2, der war gefühlt gerade eine Dreiviertelstunde im Kino. Ja, der ist nicht einmal ganz durchgelaufen. Das hat mich auch voll genervt. Weil Verstehe den hätte ich ich gerne noch im Kino angeschaut. Verstehe ich nicht. Habe ich auch nicht verstanden, weil der erste war, ich hätte schon mal, dass der erste ein bisschen länger im Kino war. Ja, irgendwie schon. Oder Bugonia habe ich auch nicht gesehen. Lauter so Sachen. Der läuft aber im Januar nochmal bei uns in ein paar Kinos, habe ich gesehen. Okay. Also Cineplex für Spielberg, meine hat noch am 5.1. Im Programm. 5.1., okay. Muss ich mal schauen, wenn ich nicht besuff oder Schüssen irgendwo liegt, dann schauen wir an. Ja, sicher sogar. Okay, dann schauen wir nicht an. Ja, aber es ist ja das Finale vom Jahr, unser letztes war Leck. Ja. Kann man noch so ein kleines Jahresleck und Dreck machen? Hast du eine Idee? Leck. Das ist jetzt aber was sehr war spontan. Denn so insgesamt von allem, was es gegeben hat in dem Jahr, auch neben Filme, dein Jahreswahl? Also was ich ziemlich geil finde, dass wir jetzt in Wojersdorf bei uns im Kauf einen McDonalds gekriegt haben. Du verfrisst das. Ich sag's ganz ehrlich, ich find's so geil im Internet, wenn so alle schreiben, ja, und jetzt braucht man Mackie auch noch, und jetzt werden wir noch fetter und unsere Kinder. Und ja, vor allem, du musst ja nicht drin fressen, du fettes Schwein, aber du gehst dann sofort rein, deswegen. Ich find's so geil, weil sie wirklich schreiben wollen, jetzt werden alle noch fetter. Ja, Leute, wenn ihr es nicht wollt, dann geht's nicht nein. Der ist ja nicht für Wojersdorf gemacht. Der ist ja gemacht dafür, dass Leute auf der Autobahn Start halten. Und wenn du schaust, weil Word musst auch ein wenig umeinander kehren, bis du überhaupt bei Mackie bist. Dingelfing sowieso. Also, das ist die Autobahnanbindung Wallersdorf ist da Wahnsinn. Und vor allem geht's ja dann weiter, Deckendorf hat 2, aber auch nicht an der Autobahn. Und bis auf Passau ist nix. Also der ist ja, positionstechnisch ist ja der mega. Und das, Vollgas, ja. Also das finde ich gut. War eigentlich eine logische Konsequenz, oder logisch ein Schritt von McDonalds, dass sie da reinballern. Ja, schon, oder? Ja, gut, dann wären wir halt noch fetter, das hilft ja nicht. Ja, aber wie gesagt, es müsste ja nicht neigehen. Es ist ja wie mit Remakes oder so. Das sind wie die Fettsackleute, die dann da sitzen und sagen, mein Gott, gell, ich bin gerade Schokolade anschaut, dann bin ich schon fetter. Ja, weil du es dann auch frisst, wenn du es anschaust, du fettes Schwein. Deswegen wirst du fetter. Tu doch nicht so, als wärst du so erpicht drauf, dass du auf dein Essen schaust. Das bist du nämlich nicht. Ja, bringt mich auf. Ich freue mich auf alle Fälle, dass er da ist, weil wenn ich mag, dann kann ich. Und wenn ich nicht mag, dann muss ich nicht und fertig. Aber ja, jetzt ist er ihn vor der Haustür, was soll ich tun? Ja, kann nichts mehr schief gehen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt ein Abo-Essen, bei dem vielleicht geht dann jetzt auch zum Abo-Essen oder so. Ja, endlich können wir Mike dann mit dem Schubkarren umeinander fahren. Wie schaut's denn bei dir aus? Wirst du irgendwann über dem Bett einfach ein Mikro für einen Podcast haben, wenn du mal aufstehen kannst. Ja. Und ich rufe dann nur noch bei Mackie an, ich hoffe, dass er liefert. Ja, das war immer überfällig, dass die Arschgeigen zu uns irgendwo herliefern. Aber zu mir auf Simbach, der liefert ja nichts von denen Schwanz, weil ich glaube, in Landau der Mackie, glaube ich, liefert, oder? Ich weiß nicht, ich glaube es nicht. Dingelfing weiß ich, Dingelfing liefert, aber oder die liefern, ja. Aber da heißt es immer nur so, ich glaube, dass Fahrzeit maximal 15 Minuten sein darf, damit sie garantieren können, dass Essen warm kommt. Ja, und auch, wie es Mackie zeigt, dass wenn da rumgefahren wird, das weißt du selber, du hast das im Auto und dann fährst du heim und dann ist eigentlich schon wieder fast scheiße. Nein, da ist halt schon Lava, ist unterm Fahrfuß. Ah, okay. Ja, Logo. Saubere Fahrpommes noch eingebaut und dann denkst du, ja, jetzt ist schon wurscht, jetzt schieben wir morgen auch noch gleich ein.
Einwandfrei. Macht man das. Macht man so. Einwandfrei. Ja. Mein Jahresvorleg ist Musik das Jahr. Ich habe dieses Jahr ziemlich viele geile neue Alben serviert gekriegt, das finde ich super. Aha. Da war nämlich dann unter anderem das neue Album von Spite, das sowieso mein Nonplusultra-Album war dieses Jahr. Das New World Killer, da freue ich mich schon nächstes Jahr, wenn die auf Tour gehen bei uns. Ja. Prügelt ordentlich durch. Dann hat Lorna Shore ein neues Album ausgekaut, das ballert auch durchgehend. Paleface Swiss ist für mich also eine kleine Neuentdeckung, in die ich mir jetzt immer mehr verliebt. Die sind auch richtig geil. Die habe ich da, glaube ich, geschickt. Heaven Shall Burn, ein neues Album. Und für die noch ein bisschen Hip-Hop. Der MC Bomber hat noch ein neues Album ausgehauen. MC Bomber, ist es ja nicht Super. zu blöd für den Namen. Na, super. Die guten Lines hat er drin. Und alle für die. Manchmal fühle ich mich leer wie eine Scheide bei einem Arschfick. Also, Oh Gott, jetzt hör halt auf. Corby, piepen Sie das. nur gute Scheiße. Sachen hat er wieder drin. Also, das ist deine Musik, Mike. Die musst du auch hören. Krass. Die musst du auch hören. Ja. Na, ich finde, also 2025 war musikalisch für mich ein sehr befriedigendes Jahr. Das hat mich gefreut. Okay. Und alles ja einmal in so schöne Abstände, dass jetzt Album, dass du genug Zeit hast für jedes Album, das durchzuhören. Das mengen wir. Sehr schön. Das mengen wir. Und was hast du für einen Dreck? Was war denn dein Flop des Jahres? Ich meine, das ist diese Allerweltskrankheit momentan so alles mit Stress. Das letzte halbe Jahr, sage ich jetzt mal, das war so krass stressig, dass ich einfach für Freundschaften, das schließt die natürlich mit ein, auch für Familie momentan nicht entfernte Bekanntschaften sind wir. Ja, kennen wir uns halt so. Unterm, Ja, muss ich von sagen. Bildschirm zu Bildschirm. Und auch für Family und so, es war halt einfach mit der Drecksarbeit, das hat mich einfach total in Beschlag genommen und hat mich total genervt. Rund um die Uhr und Wochenenden und hin und her, das hat mich total genervt. Und jetzt ist wirklich jetzt diese Zeit, ich habe jetzt seit, heute ist 23. Dezember, ich habe jetzt seit gestern, 22. Dezember Urlaub und genieße es voll. Arschlecken, ich nimm das Telefon von der Arbeit gar nicht mit, da kann anrufen, wer mag, da rufen sowieso bloß Leute an, die irgendwas verkaufen wollen oder irgendwelche Blechaffen und Scheiß Blechaffen. ja, also Stress, scheiße, nimmt da so viel Lebenszeit weg, der ganze Scheiß, die ganze Arbeit. Hättest du keine Kinder gekriegt? Ja, aber die Kinder sind wenigste Problem, die Arbeit ist scheiße. Ah, klar. Und wer ist schuld bei uns eigentlich, muss ich sagen? Ja, der März halt. Unsere Hörer, die jetzt wenig Steady-Abos machen, weil dann Richtig. kann man von dem Podcast leben und müsste man nicht in so ein Hurensohn-Geschäft gehen. Genau, richtig. Ist hat's schuld. Trotzdem. Ja, danke für Und nichts. jetzt schaut's einmal, nehmt sich mal bei der Nose, ich hab's die ganze Zeit schon gesagt, während die Folgen, es kann einer von seinem Weihnachtsgeld einmal ein Steady-Abo machen oder das verschenken zu Weihnachten. Wer hat's gemacht? Keiner. Ja, sagt es. Genau. Und Keiner deswegen liebt hat der Mike einen seine, Stress, ihr Pimmel. Ja, keiner liebt seine Verwandten, seine Liebsten, weil er uns nicht Keiner herschenkt. liebt uns. Ja. Das kommt auch noch dazu. Dreckschweine. Aber wie gesagt, Richtige mein Dreckschweine. paar Dreck, Stress ist scheiße und ich tue immer nicht mehr den Krampf. Und Arbeit ist scheiße praktisch. Ja, muss ich schon sagen. Fürs Arbeiten sind wir nicht gemacht. Wir sind ja eher ruhige Tiere. Das ist ja das, weil wenn der Mensch die ganze Zeit arbeiten sollte, wenn Gott das gewollt hätte, hätte er uns ein besseres Kreuz gegeben und hätten wir nicht alle Bandscheibenvorfälle. Ja, eben. Ich habe alle dieser Welt. Ja, eben. Ich glaube, ich habe deine. Du, hast noch mitgekriegt. Ja, eben. Na, wenn wir zum Schinden gemacht worden werden, dann wird man irgendein Tier. Ja, eben. Oder Backer. Den ganzen- oder Ja. Backer oder was Ja, weiß ich. so ist ja. Betonmischer. Oder Rüttelplatten. Ja. Ja, genau. Ich bin eher so die Rüttelplatten, muss ich sagen. Ja. Ei. Da bin ich raus. Ich habe gar nicht entscheiden können, was für ein Dreck das ich nehme. Also sie haben alle mit Tiere zum Tor. Das waren 3 Sachen. Das war unter anderem die geile Idiotenaktion, dass wir den Baller erschossen haben, der dem anderen ein bisschen an den Zähren zuzelt hat. Gott, das weiß ich gar nicht. Hast du gar nicht mitgekriegt? Nein. Ja, in irgendeinem Schwimmsee war der Waller dort und sie meinen halt, dass da sein Laichplatz dort war und dann Ja. hat er irgendwann ein bisschen an die Zähne und die zuzelt. Der Waller hat ja keine gescheiten Zähne, weißt du, der kann ja nichts tun. Aber der ist riesig, der kann nicht verschlucken, oder? Nein, kann er auch nicht. Auch nicht. Das ist nicht der scheiß Wal von Pinocchio. Das ist einfach nur ein scheiß Waller, der da unten, und wie gesagt, der zuzelt ein wenig an die Zähne, manche werden geil davor, aber was dann bei mir, bevor die Polizei kommt und sagt dann Todesschuss und hat noch über die geschossen am Wallersepp. Haben sie dann wenigstens gegessen? Ja, der Mann ist dann schon hergerichtet worden, also das schon. Ja, gut. Oder dann auch unsere Zoohurensöhne, die dieses Jahr keine Ahnung, wie viele Viecher umgebracht haben, was ja auch eine bodenlose Frechheit ist, von Tigerbabys, Löwenbabys, Paviane, Schimpansenbabys und so weiter. Aber ich sag, ja, fick jeden scheiß Zoo. Oder der TikTok-Trend, den ich richtig asozial fand, und das ist, glaube ich, fast mein Dreck-Highlight, weil, wo ich das wieder gesehen habe, da hätte ich fast gekotzt, dass die Leute dabei filmen, die jetzt nur noch rohes Fleisch essen. Aha. Und da waren halt dann welche dabei, die dann rohe Hoden, Tierhoden gefressen haben, Zungen, Leber, so,
dann schießt man lieber auf mit dem Zoo, bevor ich mir den Scheißtrick mitmache. Also echt, pfui Teufel. Das ist, glaube ich, mein Oberdreck, weil ich da denke, aber jetzt die Leute mal das Internet weg, bitte, hört's mir auf jetzt. Du bist aber schon auf den Geschmack gekommen durch unsere Cannibal Mukbang-Folge, oder? Weil du hast jetzt ins Thema ein bisschen mehr eingeschaut. Sehe ich das richtig? Nein, das war eher wieder zufällig. Durch Zufall Ich googelt. mag eigentlich gar die Leute sagen, die essen. Das Einzige, was ich in dem Kontext sagen mag, sind auch die Reels, die ich dir geschickt habe, diese scheiß KI-Reels von den Katzen. Die Katzen sind gut, ja. Oh, das ist super. Das ist also, oh, schön, süße Katze und wir es eine essen. Ja, wie steht das Ei auch tippen oder was? Ja. Und das ist ein schönes Schmerzgeräusch und nicht irgend so asselige Scheiß aus Brunzen, die sie irgendeinen Dreck einschiebt oder irgendwelche Vollspasten, die sie dann rohe Hoden ins Maul einstecken. Was haben wir denn beim Dschungelcamp oder wie? Ja. Da hätte ich bald hingespielt, wo ich das gesehen habe. Das ist mein Dreck des Jahres, dass jeder wirklich freien Zugang zu so etwas hat. Ja, also, dass er so etwas machen kann. Ich meine, einen Internetführerschein oder so etwas. Ja, und TikTok ist doch sowieso die Drecksplattform, oder? Da ist doch der Teufel drin. Das ist doch, wenn ich da einschaue, das ist doch das hinterletzte Vombesund. Ich komme auch nicht wirklich zurecht damit. Ich versuche mich da ein bisschen einzuarbeiten in die Thematik, aber ich kapiere es nicht wirklich, muss ich sagen. Nee. Ich kapiere das nicht so recht. Aber ich bin ja noch jung, ich habe noch Zeit, dass ich besser arbeite. Die Leute von Stranger Things sind auch nicht jünger und werden jünger dargestellt. Eben. Und ich bin aber schon auch in echt nur jung mit meinen 26. Richtig. Und ich kann dein Babser. Das war grausam. Ach, dann hätte ich wenigstens so einen. Oh, scheiße. Ja. Ach ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Es war auf alle Fälle wieder ein ereignisreiches Jahr, Freunde. Zauberhaft war's. Ja. Zauberhaft. Wir sagen mal schon ein riesiges Danke an alle, die geblieben sind an Hörer und an alle, die neu dazugekommen sind und ein riesiges Satz nicht so scheiß Rucher, da macht's mir Stadia-Abos, ist Penner. Ja. Innen. Penner, ja. Weil wirklich alle gemeint sind. Alle. Allesamt, ja. Ja. Wirklich. Auch eure Haustiere. Jetzt geht's mir richtig am Sack. Richtig. Aber schön, ich hoffe, dass 26 auch so schön wird, aber gerade, dass die Leute halt nicht mehr so knickert sind. Also ich bin jetzt gespannt, wie es wird. Auch das Kinojahr, bis jetzt gibt's wieder ein paar gute Sachen, oder auf die man sich gefreut, aber da erzählen wir uns in unserer Nippelverhärter-Folge, erzählen wir echt da mehr. Die müssen wir auch noch machen, die hätte ich schon ganz vergessen. Wo es da kommt, ja. Blutsakrament. Genau, und ich herze Corby und mich nochmal mit unserer Letterboxd Top 10 Folge für 2025 und da bin ich schon gespannt, was der Corby da alles für Dokus drin hat. Boah, grausam. Bis jetzt hat er, glaube ich, Gott sei Dank noch nie eine drin gehabt, aber ich hoffe, dass schau, dass er seine Schweinsdoku so und macht dann auf Mords gebildet okay. Und wenn er dann Schmerz in die Folgen ist, sagst du, dass er wieder total ungebildete Wulzau ist. Ja, weil Reality-Soap einfach kein Doku ist. Ja, das sollte man mal erklären. Von Clarksons Farm wirst du gescheiter drauf. Nein, nicht. Von Ding vielleicht, von Checker Tobi oder so, aber nicht von der Farm. Ja, oder die Ludolfs, irgendwas Gescheites halt. Irgendwas Gescheites, Bausucht Frau. Hau ab, jetzt hör auf da. Ich muss jetzt ins Bett gehen. Conny, ich wünsche dir einen schönen Feiertag. Dir auch? Mache gut. War mir wieder ein Fest. Wie immer. Oh Gott, das ist ja grausam. Wir haben jetzt gerade richtig asozial gegähnt, aber lautlos. Ja. vielleicht schreibt man Real raus aus der. Vielleicht. Aus dem Vielleicht. Also, vielen, vielen Dank da draußen, dass ihr wieder zugehört habt beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Ne, vom Wojerstoff Mickey. Ich wollte ja auch sagen, von Wojerstoff. Also, kann ich heute geht's ab. Ich sage der beste Podcast von Wojerstoff. Brain Melting ist das mir. Ja. Also, unsere Gehirne verschmelzen bereits miteinander. Krass. Macht's es gut, vielen Dank. Jo. Und bis bald. Servus und habe die Ehre.